Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Radio Waldrand. 1, 2. Hallo, dann brülle ich halt mal an dem Knopf da. Kinder, hören ihr mich? Jagd hat Speiz am flinken Donner. Der Marius, das Bürstli. Wie macht man denn das? Der Druck, da kann man immer da. Entschuldigung. Also, hallo, jetzt geht's. Also, Kinder, ich mach da mal eine Sendung. Ich bin's, der Oberjägermeister Brünzli. Ich bin der Chef von allen Jäger. Und ich jage noch richtig. Nicht so wie der Marius und seine Jagdkapelle da, wo nur noch all die Katzenmusik machen in meiner schönen Jägerhütte. Der Marius ist ausnahmsweise heute mal mit anderen Musikjägern da auf Schulreise. Ihr wisst ja, immer am Donnerstag macht die träumliche Jägerband da Marius und die Jagdkapelle ja so eine Schulreise. Wisst ihr, wo die Knoblinassen heute alle sind? Ich kann's fast nicht sagen. Auf der Ping-Pong-Platz beim Schulhaus. Rundlauf machen da, weißt du, Ping-Pong-Rundlauf, da, super Schulreise, ja, nur Wurst. Ich bin froh, dann machen sie da mit ihrer Jägerband mal für 1 Tag lang kein Lärm. Und sowieso haben die Musikjäger da von Marius und die Jagdkapelle unsere schönen Jägeruniformen an, wohnen in einer Jägerhütte, in meiner Jägerhütte und sagen Eigofen, sie sagen der Jagdkapelle, aber auf der Jagd habe ich die schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Die machen nur noch all da die Katzenmusik, wo man all Tiere verscheucht. Kinderlieder, sagen sie dem. Weißt du jetzt das? Da druck ich mal da, warte mal. Aha. Wenn ich da druck, dann kommt das. Kind, warte, ich druck noch mal. Sauglatt die Technik, sauglatt die Knöpfe da. Also Kind, ich mache jetzt da mal so einen Podcast. Da das Radio Waldrand da. Ich darf ohne Leute da in die Jägerhütte von Marius und die Jagdkapelle kommen, weil ich bin der Oberjägermeister Brünzli, der Chef von allen Jägern. Das ist sozusagen meine Jägerhütte. Da darf ich so schnell ohne Fragen reinkommen. Und dann so schnell so einen Podcast da machen. Also, und zwar zeige ich euch heute, wie man richtig und schön flucht, ohne dass man mich schimpft. Wie findet ihr das, Kind? Wie findet ihr das? Ich hab gedacht, ihr müsst mal etwas rechts lernen, nicht immer so das Heidi und du spürst mit Zeug da, die Themen da, was Schneckenhaut und Bögenflutsch. Marius? Ja. Hallo? Du denkst schon wieder Brünzli? Potsdachse, Schiss und Refe bis zum Dachs. Warum habe ich jetzt meine Flinte nicht da? Was machst denn du da in der Jägerhütte von Marius und der Jagdkapelle? Grüße, Herr Oberdings, Jäger, Brünzli-Meister. Ich darf da meine Winterruhe machen, weil ich habe Angst allein in der Dachshöhle. Das heißt, Herr Oberjägermeister Brünzli heißt das. Also gut, du kannst mir gerade helfen. Ich bring den Gofen da bei, wie man richtig flucht. Aha, ja, sehr schön. Aber warum? Weil heutzutage viel zu wenig richtig und schön geflucht wird bei den Kindern. Ja. Und wenn sie fluchen, dann fluchen sie saugrüsig oder auf Englisch. Wir sind da aber nicht in Zürich im Hönkerwald. Wir fluchen da im Jägerwald halt noch schöne Dialektfluchwörter. Aha.
Also so wie der Torfuchs, der redet auch immer Englisch, wenn er Mensch redet. Aber der Marius sagt immer, dass man nicht fluchen soll. Das mache ich mir nicht. Wie die Mamis und Papis, der Marius, der weiß nicht, dass Fluchen gesund und wichtig ist. Ach so, ich habe gemeint... Wir müssen unterscheiden, Adalbert und ihr da daheim, ihr Kinder. Also, wir müssen unterscheiden zwischen Schimpfen und Fluchen. Ein Schimpfwort ist ein Wort, wo man jemandem nachruft oder anbrüllt, wenn man verrückt ist auf den. Zum Beispiel, du blöds Arsch. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Also, und Arsch, das ist eben ein Schimpfwort, kein Fluchwort. Ach so. Ist das in deinem kleinen Dachsenschädel jetzt klar? Also, wenn man das Bein anschlägt und den Schei, also ein Fluchwort sagt, dann ist es okay. Und wenn man aber jemand mit einem grusigen Wort, eben mit zum Beispiel du sagt, dann ist es ein Schimpfwort. Also, du blöder Typ, du. Also, ja, Typ ist ja kein Schimpfwort. Ja. Aber Sie wissen, was ich meine. Ja, ich weiss, was meinst. Und Schimpfwörter sagt man nicht. Das ist nicht gesund. Das ist blöd, jemandem Schlötterlig nachrufen. Man kann sagen, du Keibe Pandurli oder du Zwetschge. Oder wenn man ganz verrückt ist, dann kann man du Lappi. Oder du Latschi. Ja, genau. Oder du Latschi sagen. Genau. Das ist Schimpfen. Aber heute, liebe Kinder, heute lernen wir richtig fluchen tun. Wir üben das zusammen. Ich zeige euch heute Fluchwörter, die ihr könnt sagen, wenn ihr zum Beispiel das Bein anschlägt, wenn ihr den Schuhbändel nicht zuknöpfen könnt, obwohl es pressiert und ihr mit den anderen Kindern in Pause wollt, oder wenn ihr beim Zeichnen sind und mit dem Schreiber ausschlüpft, oder wenn ihr als Klasse in den Ferien am Strand in den Sand hineingeht, oder wenn ihr etwas seht, was unglaublich ist. Jetzt können Sie noch mal den Knopf drücken. Also gut. Also, was ich aber noch nicht verstanden habe, ist, warum Fluchen gesund soll sein. Ja, also, wenn man zum Beispiel das Bein schlägt und das dann wehtut, wie ein Sidian, ne? Dann muss die Wut raus. Aus dem Körper raus. Man muss Dampf ablassen, Energie rauslassen. Ach so, und was passiert denn, wenn man wie so Jämire, wo immer lächelt, auch wenn es hässig ist, die Wut immer abdruckt im Bauch hinein? Ja, dann, Adalbert, ja, dann gibt's grusige Stinkfürze. Grusige Stinkfürze oder grusige Körbs. Ja, man kommt vielleicht sogar Bauchweh über. Ach so. Also, glaube ich. Also, dann geht die Wut im Bauch hinein. Und wenn man zu viel Wut im Bauch hinein hat, ja, dann gibt's im Bauch einen Druck. Und das ist nicht gesund. Genau. Darum tut man die Wut in ein Fluchwort verpacken und dann ruft man die ganze Wut und den Druck mit einem Fluchwort in den Himmel auf. Ach so. Und wenn es regnet, dann kommen alle Flüche, die im Himmel hängen, von allen Leuten, die fluchen, wieder als Regentröpfchen oben runter. Genau. Darum gibt's da und dort auch saure Regen, so sagt man dem. Vor allem im Appenzellerland gibt's das viel, weil dort die Leute sehr viel und sehr schöne Fluchwörter in den Himmel schicken. Herr Brötzli, da kommt mir gerade in den Sinn. Sie haben doch mal mit der Jagdkapelle ein Lied gesungen übers Fluchen. Also, Habakuk hat doch das geheißen. Ja, genau, das ist ein rassiges Lied, das ich da habe. Das ist ja alles voll Instrument da in dieser Jägerhütte. Jetzt spielen wir das grad mal den Kindern vor. Ist das klar, Kinder? Sind ihr noch da? Hallo? Ich sing jetzt euch mein Fluchelied
Habakuk ein bisschen vorn. Also gut, ich nehm da das Banjo und du kannst von mir aus da den Heilsarmee-Karabiner zupfen. Also, was? Was? Du kannst Gitarre spielen. Ah, okay. Also los. 2, 3, 4. Habakuk, Habakuk, es gibt Bauchweh, wenn man die Mut verschluckt. Habakuk, Habakuk, es ist Sünder, wenn man es rausdruckt. Die Fluche, wenn ich hässig bin, dann geht Mut in es Fluchwort rein. Es fluchet keiner so schön wie nie, wie der Oberjägermeister Brünzli. Ja. Sehr schön gemacht, Dachsadalbert. Ich glaube, ich jag dich nicht. Du bist so ein Mensch. Merci. Ich sehe doch, jetzt weiss ich schon, wo der Knopf ist. Da. So, und jetzt, liebe Kinder, zu den Fluchwörtern, die ihr dürft sagen, ohne dass eurem Papi und eures Mami schimpfen muss. Und denkt dran, Fluchen ist nicht schimpfen. Fluchwörter, die jemand anders schlecht machen, die werden nicht geflucht. Ja. Wenn jemand nervt oder unleidig ist, dann kann man sagen, du nervst oder du gehst mir auf den Wecker oder du regst mich auf. Verstanden, Kinder? Da haben Sie jetzt also auch schon ein paar Mal gesagt. Also jetzt tönen Sie wie so eine Mami oder ein Papi. Ja gut, ich kann auch anders. Kind, anlassen, lass die Lippen gespitzt. Es wird kein grusiges Schimpfwort jemand anderem gesagt. Ist das klar, was jagt hat Speuz und Flittentonner? So ist besser. Ja, viel besser, Herr Oberjägermeister Brünzli. Ich hatte so Angst gehabt, dass Sie auf einmal so normal wären und so. Nur keine Angst, Dachsadalbert, nur keine Angst. Ich bin's immer noch. Oberjägermeister Brünzli, den niemand gern hat. Also, anlassen. Ich sag's Fluchwort vor und ihr sagt's noch. Du kannst grad auch mitmachen, Dachs. Okay. Dann wissen Kind, wenn's dran kommen. Also, Kind und Dachsadalbert, Achtung, das erste Fluchwort. Okay. Potz, Jagdhorn, Speuz und Flintentonner. Und jetzt alle daheim. 1, 2, 3. Potz, Jagdhorn, Speuz und Flintentonner. Ja, aber Kind und Dachsadalbert, ihr müsst euch vorstellen, er hätte den Zechen voll am Stuhlbein angeschlagen. Man flucht nicht so wie ein Einhorn. Die Wut geht nur raus, wenn man die Flüche auch ein bisschen laut rausflucht. Also, nochmal. 1, 2, 3. Potz, Jagdhorn, Speuz und Flintentonner. Genau. Achtung. Das nächste. Potz, Zapfen, Gack und Fuchsenbrunz. Und jetzt alle. 1, 2, 3. Potz, Zapfen, Gack und Fuchsenbrunz. Sehr schön. Jetzt ist schön gewesen, auch ihr daheim. Auch ein sehr wichtiger Fluch. Achtung. Der nächste. Potz, Rehbockgestank und Krottenschweiß. Alle miteinander. Okay. 1, 2, 3. Potz, Rehbockgestank und Krottenschweiß. Sehr brav, sehr gut. Also, der nächste Fluch, Achtung, Potz, Schnecke, Hut und Bögenpflutsch. Und jetzt alle mit Gutzi, hä? 1, 2, 3. Potz, Schnecke, Hut und Bögenpflutsch. Ja, prima. So, jetzt kannst du mal einen Fluch sagen, Dachsadalbert. Okay. Einer, den du selber herausgefunden hast, vielleicht, aber es muss ein schöner sein. Also, ich kann doch das nicht. Pappalapapp, natürlich. Los, jetzt komm. Ich probier's. Potz, Dachsengrill und Geifersee. Sehr schön, sehr gut gemacht. Potz, Dachsengrill und Geifersee. Sehr gut. Kinder, sind ihr noch da? Kinder, sind Kinder noch da, Dachsadalbert? Ja, ich glaub schon, Herr Oberjägermeister Brünzli. Sie müssen halt mal fragen. Ja, also die Technik. Also gut, Kind, sind ihr noch da? Ihr könnt auch selber Flüche, aber schöne, grusige Flüche herausfinden. Und dann da hinschicken. Wart, wo alle Dach? Das steht doch da irgendwo. Da. Also schickt eure schönen, selber herausgefundenen Flüche an die Info
jagdkapelle.ch. info@jagdkapelle.ch. Dort mailen das an. Ihr könnt ja schauen, vielleicht hat die Mami auch noch eine Idee oder der Papi. Marius, Hilfe! Der Oberjägermeister Brünzli ist voll an die Mikrofon. Grüezi, Herr Oberjägermeister Brünzli. Was machen denn Sie da? So, der Musikjäger Marius und das Eichhörnli sind wieder ein bisschen unterwegs gewesen. Ja, sind wir. Ja. Der Obermeisterjäger Brünzli, der Chef, hat uns, also der Kinder und mir, Fluchen beigebracht. Was? Fluchen? Ja, du heiliges Verdienen, Sapperlotz, ich könnte doch nicht den Kindern Fluchen beibringen. Also, wenn das die Eltern der Kinder hören. Ja, aber mal Fluchen sage ich eben gesund, weil dann geht die Wut in ein Fluchwald rein und in den Himmel rauf und das sage ich gesund, sagt der Oberbrünzli-Meister. Ja, wir sind kein Gesundheitsberatungspodcast. Jetzt dürfen den Kinder den Podcast nicht mehr hören wegen ihnen. Ich weiss, die Eltern sind froh, wenn Kinder da wie Radio Waldrand mal etwas Richtiges lernen. Nicht immer all so einen Habakuk, der du da verzapft. Also, das sind Fragen der Kinder, die ich da beantworte, Herr Oberjägermeister Brünzli. Ach so, also gut, dann gang ich dann langsam. Marius, lass mal, wenn ich gelernt habe, Achtung, Zapfengack und Schnudderbrei. Wow, das ist ein wunderschöner Fluch und gar nicht so grusig wie er tönt. Ja, eben, da können Mamis und Papis gar nicht schimpfen, wenn der Kinder sagen. Oder wenn ich ihm sage, kann der Marius nicht schimpfen. Stimmt, also so schön das Thema von dieser Sendung. Ich weiss auch einen Witz, der voll grusig ist, aber wir dürfen nicht erzählen. Ja, also da tönt doch auch mal noch etwas Gescheitem für Kinder. Erzähl mal, sei rum, erzähl. Also Marius, also darf ich bitte, Marius? Also Kind, soll euch Eichhörnli einen grusigen Witz erzählen, wo eure Mami und eurem Papi nicht schimpfen muss? Bitte. Ah, okay. Ja, dann mach halt das Eichhörnli. Okay, also gut, also Kinder mal anlassen. Also, ein Dachs, wo sie fährt, ist ein Sie-Dachs. Ein Eichhörnli, wo sie fährt, ist ein Sie-Eichhörnli, genau. Ein Snack, wo sie fährt, ist ein Sie-Snack. Und ein Eisbär, wo sie fährt, ist ein Eisbär. Also sehr schön, Eichhörnli, sehr schön, bravo, gut gemacht. Achtung, und ein Specht, wo sie fährt, ist ein Skispecht. Ein Seespecht. Also jetzt lange es aber mit grusig reden. Ich halte das nicht mehr aus. Mir ist das voll peinlich. Darum sagen jetzt alle bitte schnell Ciao. Wiedersehen, Kind. Der Podcast ist euch präsentiert worden von Anda Kids. Kindertheater und Bücher zum Eintauchen in eine andere Welt. Anda Kids Produktionen gehen direkt in Kinderherzen. Dort, wo es so richtig viel Platz hat für schöne Abenteuer. Anda präsentiert Feldtauschknusch live. Ein musikalisches Abenteuer mit viel Musik als Geschichte erzählt und Gitarre von Marius und Wiesel von der Jagdkapelle. Ja, mit mir, einem Eichhörnli, mit dem Torfuchs und dem Dachs Adalbert und vielen mehr. Infos und Billett find's unter www.feldtauschknusch.ch. Also Abenteuer, immer Abenteuer. Kann man den nicht einmal morgen billig machen? Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist
Von A bis Z brillant. Radio Baldern.